Diese Sendung wird dir präsentiert von Camp Republic, deiner Camperwerkstatt in Bonn. Willkommen zu einer neuen Folge Hinger de Britz. Dieses Format existiert natürlich nicht nur im Karneval. Und das habe ich mir direkt zum Anlass genommen, die Höhner in ihrem Rock'n'Roll-Zirkus zu besuchen. Ich bin jetzt mit Patrick Lück verabredet, der mich etwas herumführen wird und uns zeigt, was hinter den Kulissen so passiert. Patrick? Ich freue mich jetzt gleich auf Patrick Lück, der mir hier ein bisschen den Zirkus zeigen wird. Ich schau mal, wo er denn bleibt. Da ist er ja schon. Da bin ich schon. Hallo, einen wunderschönen Tag. Hi, grüß dich. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir hier sein dürfen. Erzähl doch mal, du bist jetzt ja quasi hier der neue Zirkusdirektor. Was Wie eine ist das? Verantwortung, ne? Was eine Verantwortung. Ein Riesenzelt. Ich glaube, 1200 Menschen gehen hier rein und wir hatten ja die Premiere schon, haben wir ja schon hinter uns und es war grandios. Also Wie war die fantastisch. Premiere? Erzähl mal von dem Gefühl. Also sehr emotional natürlich. Man ist ja bei der Premiere immer sehr, sehr aufgeregt und nervös. Klappt alles? Sind die Dinge, die man geprobt hat, greifen die alle ineinander? Und ich glaube, ich hatte dir schon verraten, dass am Tag vor der Generalprobe und vor der Premiere irgendwie alles total chaotisch war für uns. Und dann ist es umso schöner, wenn es dann so sensationell klappt. Und wir hatten natürlich auch ein fantastisches Publikum. Jetzt heißt die Sendung ja Hinger de Britz. Ja. Und es wäre natürlich super, wenn du mir einmal hier einfach Backstage zeigst, was wo stattfindet. Wo macht ihr Ja, das aber sehr, sehr fertig? gerne, klar. Wo sind die Künstler? Ja? Ja, machen Super. wir. Komm Lass mit. uns mal gehen. Ja. Ja, wir sind hier im Vorzelt, also quasi dort, wo die Gäste empfangen werden, also wo quasi die Zuschauer erstmal reinkommen. Und wir wollten es natürlich ein bisschen schön gestalten. Deswegen haben wir für Essen und Trinken gesorgt, das ist ganz klar. Und dann duftet es schon sehr nach Popcorn. Ja, Auf jeden Fall schon genau, das haben wir das natürlich erste auch. Zirkusgefühl, was Das man ja so muss so verbindet. sein, ne? Wenn du irgendwo reinkommst, erstmal einen angenehmen Duft auch zu haben. Dann haben wir unseren Merchstand. Wir haben nagelneue Merch-Klamotten, natürlich mit Okay. der Prinzessin auch und alles, was dazu passt. Dann gibt es dort hinten so eine kleine Ausstellung mit Instrumenten und Klamotten. Ja. Also ein bisschen Nostalgie, auch das, was früher mal war, was früher die Höhner im Zirkus anhatten. Und dort haben wir sogar ein kleines Kino aufgebaut mit extra Kinosesseln. Das Höhner Rock'n'Roll Cinema mit so ein paar Ausschnitten, wie man hört. Cool. Prinzessin läuft, sensationell. Und dann Ja. hier unsere Höhner Rock'n'Roll Circus Wand, wo wir dann nachher nach der Show noch rauskommen, wo die Leute noch Fotos machen können, ein paar Autogramme, ein paar kleine Gespräche Ja. führen können mit uns. Da müssen wir auch direkt ein Foto machen, würde Ja, ich sagen. machen wir. Okay, super. Dann kam wahrscheinlich irgendwann der Anruf, Patrick, willst du denn der neue Frontsänger werden? Ja, also das war ja dann an dem Tag schon eigentlich klar, dass es Ja. um die Nachfolge von Henning geht. Dann hat man sich verabredet, um mal die Band kennenzulernen. Ich war dann bei einem Auftritt, bei einem Konzert der Höhner, habe mir das angeschaut und irgendwann kam dann der nächste Schritt, mal zu einer Probe zu fahren Ja. und da mal vorzusingen. Und als ich dann, war ich glaube ich zum Auftritt auf Ibiza, dann hat man telefoniert und die Jungs haben mich angesagt, ja, das war gut, lass uns das mal zusammen probieren. Musstest du denn lange überlegen? Ja, was heißt überlegen? Man ist ja erstmal, fühlt man sich total Ja. geehrt. Das ist ja nun, schon auch eine Verantwortung dann am Ende, wenn man die Zusage trifft. Wir haben, also ich habe mit meiner Frau gesprochen natürlich, weil man weiß ja, dass es schon ein etwas anderer Job dann ist als den man vorher gemacht hat, obwohl sie das ja auch kennt. Und wir haben dann irgendwie so 2 Nächte, glaube ich, oder 2 Tage dann irgendwie gebraucht. Aber ja, relativ schnell war klar, dass man das macht, ja. Aber was mir wahnsinnig wichtig wäre, ist, was mir wichtig ist, so Einzelthemen. Zum Beispiel, dass ihr nochmal probt, diese Nummer. Einmal vorher angucken. Dafür sind wir noch früh. Ja? Die Stimmung im Allgemeinen ist super, muss man sagen.
Alle sind super zufrieden. Bei mir ist die Stimmung nicht so gut. Ich bin gar nicht zufrieden. Ist so viel schief gelaufen. Ich kann es gar nicht glauben. Aber ich habe gesagt, das ist super. Soll ja einen Tag vorher soll ja viel schief laufen. Dann muss es ja morgen wieder. Aber ihr habt morgen noch eine Generalprobe, oder? Wir haben noch mal eine Generalprobe. Wir haben vorher noch eine Finalprobe. Alles gut. Ich muss mich damit abfinden. Solche Sachen sind immer mit der heißen Nadel gestrickt. Und am Ende macht das manchmal auch so ein bisschen die Spannung aus von so einer Produktion. Ich denke mal, so einer der spannendsten Tage für dich wird ja die Premiere sein, wenn all das, was du dir wahrscheinlich Wochen, Monate lang erstmal ausgedacht hast, im Kopf entsteht, auf die Bühne bringst und wenn du dann siehst, ja im besten Fall, dass das funktioniert, oder? Das ist doch dann so ein... Wenn alles funktioniert, ist super. Die Anspannung davor und da ich stehe meistens vorne beim Eingang und nichts mehr tun zu können, da denke ich immer so ganz kurz, ob es richtig war, auf die andere Seite der Bühne zu wechseln, weil ich nicht mehr eingreifen kann. Manchmal möchte ich auf die Bühne springen, habe ich auch schon gemacht. Echt? Irgendwas hat nicht funktioniert, da bin ich auf die Bühne auf, das war in einem Konzerthaus. Also das muss man auch tragen können, wenn es dann am Schluss alles funktioniert hat. Himmlisch, oder? Super. Jetzt ist das Zelt noch ganz leer, aber schaut doch mal, wie es aussieht, wenn es voll ist. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, geht's los. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, geht's los. Jetzt geht's los, hey, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr abzuschalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Deine persönliche Höhnergeschichte, wie wird man Keyboarder bei den Höhnern? Das ist ja schon mal wüst durch die Medien gegangen. Ich habe mich in einem Anflug von Leichtsinn mit einer E-Mail beworben. Und die war halt ein kleines wenig vorlaut und deswegen hat das wohl bei den Höhnern Interesse ausgelöst. Alle haben halt auf ihre E-Mail, auf ihre Bewerbungs-E-Mail geschrieben, Keyboarder gesucht und ich hatte halt den grandiosen Einfall, dass ich geschrieben habe, Keyboarder gefunden. Und speziell Henning war da sehr, sehr interessiert, mal zu erfahren, welche Person sich dahinter verbirgt. Und dadurch ist damals der Kontakt entstanden. Und dann durchläuft man halt ein ganz normales Prozedere, wie bei Castings. Dann gab es ein Auswahlverfahren, dann gab es dann irgendwann das Vorspiel. Und von über 100 Bewerbern habe ich dann das große Glück gehabt, das loszuziehen. Und wie ist das dann, das zu erfahren in dem Moment? Was hast du dann gemacht? Das war schon ein sehr, sehr toller Moment. Ich saß bei mir in Erkelenz in der Musikschule und dann rief einer der Herren der Höhner an und sagte, nur damit du Bescheid weißt, du bist es. Ich konnte dann aber nicht so aus mir raus, weil ich halt nicht alleine war im Raum und insofern habe ich mich aber unfassbar gefreut und hat ja nach wie vor bis jetzt bestanden. Ja. Patrick? Patrick? Hallo! Jetzt Jetzt habt ihr mal einen Geheimgang entdeckt. Das soll ja eigentlich geheim bleiben, damit nicht hier die Leute nachher stehen. Ja, ich muss ja am Anfang der Show komme ich ja von quasi Ach so, von okay. hinten rein und da muss ich einmal hier unter den Tribünen her und dann komme ich da raus. Vielleicht schauen wir uns das gleich nochmal von der anderen Seite an. Edin, jetzt sitzen wir hier direkt neben deinen Gitarren. Hier fühlst du dich am wohlsten, hast du mir gerade noch erzählt. Richtig. Das ist wirklich dein Zuhause oder Musik macht. Ja, also hier hinter der Bühne, aber natürlich auch auf der Bühne. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten deine Höhner-Geschichte. Wie wird man Gitarrist bei den Höhnern? Wow, okay, das kann ein bisschen dauern. Ich beeile mich aber. Ich habe einen Anruf bekommen, habe mich vorbereitet, habe vorgespielt und war drin. Wow. Also Das wäre die easy war das. Kurzfassung. Ja. Nee, easy war es überhaupt nicht. Das bedarf natürlich wirklich exzessiver Vorbereitung Ja. und ja auch mit dem ganzen Thema sich auseinanderzusetzen. Was bedeutet das Höhner überhaupt? Und natürlich bin ich in Köln geboren, ich weiß dann bist du um die Kölsche Band, Jung. genau. Aber wenn es darum geht, wirklich Ja. selber darin zu spielen, ist das nochmal eine andere Haus. Bist du denn auch mit Kölner Brauchtum und Karneval auch groß geworden? Also kennst du die Szene, sage ich jetzt mal? Jein, also ich habe mich als Musiker
immer mal wieder nur sporadisch in der Szene gezeigt, eher so als Aushilfe. Und war mehr im Schlagerbereich unterwegs und bin aber natürlich von klein an schon entsprechend dem Brauchtum groß geworden. So, Freunde, jetzt kommt der geheimste aller geheimen Gänge. Wir gehen unter den Tribünen her und kommen dann hinten am Zelt wieder raus. Also mein Geheimgang, ich verrate ihn euch. Meine Damen und Herren, Manege frei für den Höhner Rock'n'Roll Zirkus! Hallo in unserem Kreise, wir gehen heute auf die Reise und ihr seid mit dabei. Wir nehmen euch einfach mit und eure 7 Sachen könnt ihr zu Hause lassen, denn alles, was wir brauchen, ist Musik und Fantasie. Herzlich willkommen in unserer Show, liebe Leute. Herzlich willkommen bei uns, wie schön euch hier zu sehen. Herzlich willkommen in unserer Show, liebe Leute. Es ist soweit, macht euch bereit, lasst es geschehen. Hochverehrte Träumerinnen und Träumer, die Hühner, die stehen für Rock'n'Roll. Viel Spaß! Herzlich willkommen in unserer Show, liebe Leute. Herzlich willkommen bei uns, wie schön euch hier zu sehen. Herzlich willkommen in unserer Show, liebe Leute. Es ist soweit, macht euch bereit, lasst es geschehen. Es ist soweit, macht euch bereit, lasst es geschehen. Das ist schon eine Welt, die mich immer gereizt hat. Also gerade Artistik und so, das fand ich immer spannend. Ich habe schon mal ein paar Geschichten in der Richtung gemacht. So in meiner musikalischen Laufbahn wurde ich mal engagiert für Produktionen, wo auch irgendwie Artisten beteiligt waren. Ich war vor 2 Jahren bei einem großen Zirkusfestival in Frankreich in der Band. Und also diese Welt, die habe ich immer schon geliebt. Und deswegen, als die das dann erzählt haben, habe ich gedacht, oh, das ist ja schön. Da freue ich mich drauf. Ja. Und dein Job hier ist aber auch viel technisch. Also du setzt auch die Technik hier viel um, also was jetzt die LED-Wand Ja. betrifft. Also du lieferst die Bilder quasi. Genau, ich bin so ein bisschen der visuelle Typ. Ich bin der visuelle Typ. Dich sieht man jetzt nicht hier artistisch in der Luft. Das nicht. Also herumwirbeln. die einzige artistische Rolle, die ich jetzt im Moment noch übernehme, ist, dass ich unseren Pantomimen, unseren belgischen, den Olivier, dass ich den ins Zelt tragen darf. Ah. Was normalerweise der Patrick machen würde, aber der hat sich ja dummerweise den Fuß verknackst letzte Woche. Und solange das noch nicht ganz wieder verheilt ist, weil dann mal eben so ein 70-Kilo-Mann hier reintragen, das traut er sich jetzt gerade noch nicht zu. Deswegen darf ich das machen. So romantisch und schön es auch in diesem Zirkuszelt ist, die Realität von draußen sieht etwas anders aus. 60 Mann braucht es, um dieses Zelt aufzubauen. Das können wir auch, das kriegen wir hin. So schwer kann das doch ja nicht sein. Das haben wir schnell parat, mit links gemacht. Kein Problem, das kriegen wir auch, das kriegen wir hin. So schwer kann das doch ja nicht sein. Das haben wir schnell parat, mit links gemacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Sitzt ihr mit Rolf und Dirk? Ich glaube, ihr seid auch schon, ihr gehört schon richtig zur Höhner Familie. Seit wie vielen Jahren arbeitet ihr für die Höhner? Ich jetzt 10.
10 und du? 30. 30 Jahre? Guck nicht so angewidert. Aber das ist doch was Schönes, oder? Gibt ja auch so ein das ist bisschen doch wunderbar. Sicherheit. Ja, ja klar. Ja. Und was ist dein Job hier? Ich mache hier das Monitoring, so dass die Band, also das, was die Band auf dem Ohr hört, bestimme ich. Und was machst du? Ich mache den Teleprompter, wie man sehen kann, und dass die Band auch nichts vergisst, was sie hier Schönes erzählt. Ist denn hier so eine Show generell irgendwie schwieriger oder aufwendiger zu fahren als jetzt normale Karnevalssitzungen? Ja, aufwendiger auf jeden Fall, weil die Akustik ist eine ganz andere. Viele Artisten, viele Cues, also das muss schon irgendwie getaktet sein und stimmen. Wie oft sitzt ihr hier und ruft Mist? Oh, das geht eigentlich. Ja? Das geht eigentlich. Also ein paar Mal für uns selber auch. Ja, klar. Also, wenn man nicht so Ich den nie. Cue kriegt. Wie lange dauert es denn, bis die Show sitzt? Also wie lange seid ihr vor der Premiere hier? 4 Tage haben wir geprobt, ne? 4. 4 Tage, 10 Stunden am Tag, ja, mit den Artisten. Und während der ganzen Show seid ihr jetzt hier und habt ihr dann noch eine Nachbearbeitung? Dann müsst ihr alles wieder Nee, wegräumen? nach dem der erste Tag ja, Ja. aber danach ist das eigentlich Routine. Ja. Wenn jetzt nichts kaputt geht oder so, dann Genau. ist es eigentlich so. Ein bisschen wie- vorbereiten für den nächsten Tag und so weiter. Das ist dann immer, aber ansonsten läuft die Dann eigentlich. werden wir das gleich mal mit beobachten während der Show. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. darum. Ja, danke. Kein Zirkus ohne Artisten. Und was die so treiben, das haben wir uns natürlich auch angeguckt. Vivace, Manege frei für Lebenslust. Vivace, das ist Magie und Hochgenuss. Respekt, Vertrauen, Zufriedenheit sind Werte für die Ewigkeit. Vivace ist der Weg zu deinem Glück. And then it's like music is how you gonna play it. You know the partition? Yes. How do you make the Das sind ja alles Pizzakartons. Ja, und ich habe die alle gegessen, weil ich nehme meine Kunst sehr ernst. Vivace, Manege frei für Lebenslust. Vivace, das ist Magie und Hochgenuss. Respekt, Vertrauen, Zufriedenheit sind Werte für die Ewigkeit. Vivace ist der Weg. Vivace ist der Weg zu deinem Glück. Jetzt stehe ich hier oben am Tonpult mit Thomas Brück. Thomas, du begleitest die Höhner ja auch schon Seit über 30 seit Jahren. über 30 Jahren. Und auch die Zirkusshow betreust du ja auch seit 22 Jahren jetzt quasi schon, ne? Seitdem es die Show gibt, ja, seit 2000. Was ist denn das Besondere, wenn man jetzt in so einem Zirkuszelt den Ton mischt? Weil das ist wahrscheinlich ja viel komplizierter als andere. Ist natürlich die akustische Gegebenheit in so einem Zelt ist relativ schwierig, weil diese Zeltplanen sehr stark reflektieren und dadurch der Ton halt sehr metallisch klingt. Also wenn das Zelt leer ist, ist es also nicht unbedingt eine Freude für die Ohren. Das heißt also, man muss das ganze Equalizing von Mikrofonen und Instrumenten muss man halt besonders einstellen. Also ist nicht ganz so einfach. Aber wenn Menschen dann drin sind, verändert sich der Ton meistens um 180 Grad. Das heißt also, wir nennen das den lebenden Teppich, der hier reingelegt wird und der dann einfach diese Resonanzen wegschluckt. Und dann ist eigentlich der Ton gut zu gebrauchen. Ja. Aber es ist schon eine Herausforderung im Gegensatz zu sonstigen Konzertteilen. Geht gleich wieder los, aber in 22 geht noch? Nein, ist kein Problem. In 22 Jahren Höhner-Zirkus hast du wahrscheinlich einiges erlebt und miterlebt. Was war denn eines deiner Highlights? Highlights, also da muss ich jetzt gestehen, da kann ich mich jetzt so im Einzelnen nicht dran erinnern, weil eigentlich in jeder Show, wir haben jetzt die achte Thematik-Show, waren immer großartige Dinge dabei, jetzt so den ein oder anderen Act. Leidest du dann hier oben auch so ein bisschen mit deinen Künstlern mit? Ich kann, also bei solchen Sachen kann ich ehrlich gesagt nicht hin. Nee, guckst du weg? Da gucke ich weg. Also ich sag mal, das können auch nur Menschen machen, die jung sind und ein bisschen matschig in der Birne. Anders kann man sich das eigentlich nicht Mit der trauen. Hitze, die ja herrscht, dann wird man doch mal leicht ein bisschen matschig. Ich leb auch ohne dicke Kohle in Saus und Braus. Die Scheine krieg ich immer aus dem Automaten raus.
für die Liebe und bin allen Frauen treu. Und dass man dafür in die Hölle kommt, das wäre... Jens, jetzt stehen wir hier in deinem Todesrad. Es schaukelt etwas. Es schaukelt. Aber du machst ja nicht nur das, du läufst ja sogar auf Stelzen. Das heißt, für dich geht es immer hoch hinauf, immer höher, schneller weiter. Passt das zu dir? Bist du so ein Draufgänger-Typ? Ja, ich habe schon als 14-Jähriger bin ich Kanu gefahren, Wildwasser runter und habe verrückte Sachen, bin auf Berge geklettert. Und Höhe war schon immer irgendwie was Reizvolles für mich. Ja. Und als damals keiner sich getraut hat, habe ich gesagt, also ich würde das gerne mal probieren. Und dann habe ich halt mal eine Runde, mal eine zweite und dann kam das so und dachte, ja, das kann ich mir vorstellen, mache ich gerne, probiere ich. Ich muss aber sagen, es ist jeden Abend, du hast gerade gemerkt, es schaukelt das Rad und wenn das so wackelt, dann kriegst du ein bisschen zittrige Knie. Und du hast ja auch noch das Saxophon dabei. Saxophon noch dabei, das ja. Und wir hatten ja am Anfang so ein paar kleine Probleme mit dem Gewicht, weil der Kollege, der mich auf der anderen Seite führt, der ist circa 30 Kilo weniger vom Gewicht. Und eigentlich muss es ausbalanciert sein, damit man schnell hochkommt. Und jetzt machen wir aber ein bisschen mehr Schwung. Und du machst mehr Sport. Ja, ich trainiere wirklich. Vorher immer, ich will warm machen und springen, hüpfen und das hilft auf jeden Fall. Ein kleines Auswärtsspiel. Jens Streifling! Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Die echte Prima Ballerina, das dicke Mädchen. Wie war es heute für dich? Ja, heute war es wieder ganz speziell. Weißt? Weil die Leute, man weiß immer nicht, wie ziehen sie gut, sind sie schlecht und dann schaukelt und ich bete immer, lass mich oben auf dem Seil bleiben. Aber es hat geklappt, also ich war ganz glücklich. Das wiegt ja auch einiges, ne? Ja, Man denkt das gar nicht. Fast, ja. Nochmal dein Gewicht bestimmt. Ja, nee, nicht ganz 60 Kilo, aber 20 Kilo, ja. Und das macht was aus. Und wenn ich alleine auf dem Seil tanze, dann ist es immer kein Problem. Aber mit der Baller bin ich langsam und schaukelt und bis ich dann da zurechtkomme, ist es jedes Mal die Hoffnung, lass mich oben bleiben. Aber es hat geklappt. Du bist ja auch hier in dem Zirkus ein bisschen so die Allzweckwaffe, habe ich gehört. Was heißt das? Naja, ich bin immer so zwischendrin, einmal das und dann ist es jetzt gleich der Peter Werner mit meinem Sohn Jonah dran. Und diese nächste Woche kommt aber der Janus, dann mache ich Willi Wichtig mit ihm. Und wenn aber morgen eben das nächste Mal dann der Peter nicht dabei ist, dann mache ich Antonio statt der Nummer. Das heißt, ich springe ein bisschen, mache die Nummern, die dann wegfallen, dann mache ich eine andere Nummer dazu. Was ist das Besondere, mit den Höhnern auf der Bühne zu stehen? Es macht einfach Spaß, das ist professionell, das macht Spaß, das ist Lebensfreude. Also für mich immer geht's Herz auf und die Leute sind begeistert. Also das blühende Leben für mich super. Und die neuen Höhner, was ist an den neuen Höhnern so besonders? Also ich bin total begeistert von denen, weil sie haben die Jugend, die Energie, die Power, innovativ sind sie. Also für mich einfach klasse, wie sie das übernehmen, wie sie reingestiegen sind, wie sie das jetzt aufbauen. Also ich bin begeistert. Ich bin Airdrop der Computer. Doch, nur, man muss ihm gut zureden. Ach so. Wirklich, ich habe ein paar Mal schon gemacht jetzt. Ja, dann mache ich das gleich. Dann warte ich. Bist du vorbereitet auf morgen? Ich hoffe. Ich hoffe. Ein tiefer Das weiß man Atmen. nie. Macht dir deine Nummer Sorgen, du bist auf dem Hochseil unterwegs. Ja. Und? Da muss man sich immer Sorgen. Ja. Weil ich habe gerade noch mit einer anderen Artistin gesprochen, die meinte, sie hätte das früher auch gemacht. Das ist schon für die Artisten auch schon krass, da hochzugehen. Ja. Also die bewundert das wohl sehr, dass ich da hochgehe.
Und es gibt so einen Moment, wo ich dann irgendwann alleine gehe. Und dieser Übergang, der ist für mich irgendwie auch einer der schwersten. Weil vorher laufe ich hinter dem her, ne, dann gesichert. Aber dann weg, die Hände von ihm in einer anderen Position. Da kribbelt's. Vorher kribbelt's schon, aber da noch mal mehr. Die Überwindung war gar nicht das Problem, die Stabilität ist das Problem. Weil das ist schon ganz schön krass. Und ich übe das dann hier immer auf diesem Seil. Und das ist dann nochmal immer ein Unterschied, wenn man dann hier steht und dann auf einmal hat man 7,50 Meter unter sich. Dann denkst du so, okay. Das glaube ich. Ja. Zeig uns das doch mal kurz. Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen gelernt, dass die gesagt haben, ich soll mich aufrecht halten. Steck's halt drauf. Generell aber die Show, braucht ihr da mehr Konzentration als beim normalen, sag ich mal, Karnevalsauftritt? Weil ihr müsst ja auch wirklich viel auf Cues machen, immer irgendwie sehr präsent sein. Ne? Ihr guckt ja sehr viel auch nach oben auf die Artisten. Gerade ich als Schlagzeuger, ich mache versuche jeden Kick oder Hit oder so, wenn die springen und landen, mitzunehmen. Das ist dann super schwer, wenn man da in der Musik drin ist, dann das noch einzubauen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Also der Schlagzeuger hat schon im Zirkus viel zu tun. Wenn du jetzt in einer Zirkusband bist, dann macht er in dem Moment nur das. Die Musik kommt dann ja vom Band, aber wir spielen ja jetzt unsere Musik und ich mache das dann noch dazu. Okay. Ich stehe jetzt neben Julia. Julia ist dieses Jahr die Prinzessin. You are the princess of the show. How does it feel? Yeah, it feels amazing. I'm really honored to have this song, and it's like it's exploding. The audience, it's crazy. It's really amazing. I really appreciate to be in this show with such a nice band. And how long you are part of this show? From staying here in Köln until 27th of May. So you're welcome to see our amazing show. But how many years you are part of it? First time I participate, it was 12 years ago. I did like 12 years ago, then 11 years ago, then 10 years ago. Then I have a 10 years break and now I'm here again. And only with the hula hoop? Or Yes, I do hula hoop. Yes, I always do hula hoop. Can you show us a little bit of it? You can see on stage. Pass auf, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen. Viele schwören am besten, du bliebst bei mir und ich bei dir. Pass auf, Prinzessin, das Krokodil will dich fressen. Viele schwören am besten, du bliebst bei mir. Hier findet übrigens gerade das Meet and Greet mit den Höhnern statt. Es gibt ganz spezielle Tickets und die Höhner nehmen sich dann extra Zeit für euch. Ja, also hier gibt es ja VIP-Gäste, die einen anderen Preis für die Karte zahlen, haben gute Plätze, werden begrüßt mit Getränk und müssen hier durchgeführt werden. Ich erkläre da ein bisschen was zum Zelt, zur Technik, zur Band, wie das alles entsteht, Aufbauzeiten ab, wie groß, was auch immer. Alles, was dazugehört. Bist du denn selber auch Höhner-Fan? Ich hatte früher eine Eventagentur 30 Jahre und habe die Höhner selber auch 15, 20 Mal gebucht. Okay, also findest du die schon gut? Ich finde die schon gut, ja. Ja. War immer ein Garant für volle Säle, für volle Zelte. Und der Patrick, der sang in der Band, in der Gala-Band, die wir betreut haben. Anna, come no Havana, adios Alemania, wir fliehen. Du bist ja sehr kreativ, gerade was das Schreiben von Songs angeht. Wo holst du dir meistens deine Inspiration oder wie kommen dir die besten Ideen? Die Ideen kommen automatisch, nicht so, wie man sich das wünscht. Ich denke, wenn man sehr emotional ist, passiert das einfach. Das heißt, das können glückliche Momente sein, das können traurige Momente sein, das kann ein besonderes Ereignis sein, das kann eine Beziehung sein, das kann, wie gesagt, in vielfältiger Form passieren. Ich denke, dass aber immer eine gewisse Emotion der Auslöser ist. Ja. Und du präsentierst ja quasi hier in der Show durch deinen Song Die schönste Strauß den Wert Bodenständigkeit. Ist das was
auch zu dir passt, bodenständig? Auf jeden Fall. Zum einen habe ich halt eine sehr große Heimatverbundenheit, also zu meiner Geburtsstadt nach Erkelenz. Inzwischen hat sich mein Wohnort ein kleines bisschen verlagert. Ich bin halt in die Nähe von Köln gezogen, weil einfach die Fahrerei ganz furchtbar war, weil der Aufwand immer mehr wurde und dadurch halt sehr, sehr viel Zeit jeden Tag verloren geht. Aber ich fühle mich auch schon inzwischen in Köln sehr heimisch. Insofern lege ich da sehr, sehr großen Wert drauf. Ich war in Rom und in Paris. Mich triefet fern wie dahin, wo de Welt am eng ist. Ich wollte Russ, han gesögt um Glück. Doch irgendwann trocket mich dann wieder zurück. Du kennst die Höhner kennst du ja dann auch schon von klein auf. Ja, wir haben gemacht die Show, wann ich war 11 Jahre. Und dann ich habe gearbeitet mit Hühner 3 Jahren. Und ja, und dann ich habe gemacht andere Show und jetzt ich bin schon wieder hier und es ist schön. Ich han de Welt hier sind, komm nirgends an. Ich fuhr mit'm Rucksack voller Träume über der Ozean. Immer allein, da wurde mir klar, dass all mein Sehnsucht nur der Fan nur ein wie war. Und jedes Mal, wenn ich der Dom vom Wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Haus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Haus. Ich will nach Haus und nimm mich fort. Bring mich nur heil von He zurück. Lever J. Ich steh Jesus bei der Station. Hebe uns am Dom. Wenn ich jetzt frage nach einem einzigen Wort oder ein einziges Gefühl, was du mit den Höhnern verbindest, welches ist das? Zusammenhalt. Man fühlt sich zu Hause. Ne? Das erste Wort, was mir einfällt, ist Kölle. Hier sind wir einfach eine Band und eine Familie. Ja, kölsche Kultur, ganz einfach. Ne? Höhners Emotion. Und jedes Mal, wenn ich der Dom von Wegen sah, han ich gewusst, die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Haus. Die schönste Straße auf meiner Reis, die führt nach Haus. Das war Hingerle Britt zu Besuch im Rock'n'Roll Zirkus. Ja, und was soll ich sagen? Ich gehe mit einem Lächeln nach Hause und mehr braucht es nicht. Bis zum nächsten Mal. Die führt nach Haus.